und herzlich willkommen bei Nippes lebt. Am 13. Juli jährt sich die legendäre Querbeat-Gartenparty zum zweiten Mal. Welche Auswirkungen das auf die Betroffenen hatte und was seitdem geschah, das sehen wir im folgenden Beitrag. Querbeat im Jahre 2013 in Nippes. Seit diesem Ereignis passieren merkwürdige Dinge im Veedel. Wir haben uns umgehört. Sie kommen nicht. Sie kommen Es ist nicht. jetzt 2 Jahre her. Es ist immer das Gleiche. Es wird immer schlimmer. Wir müssen uns Hilfe holen. Claudia, gebürtig aus Nippes, unternimmt gar nichts mehr. Traurig lebt sie in ihren Tag hinein. Selbst das Wasser schmeckt ihr nicht mehr, seit sie das letzte Mal Gilgenkölsch bei der Querbeat-Gartenparty gekostet hat. Sind Sie schon da? Nein, die kommen einfach nicht mehr. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Seitdem der Sommer wieder eingekehrt ist, hat der arme Paul einen neuen Schub erlitten. Wann kommen die denn wieder? Die kommen bestimmt nicht mehr wieder. Selbst der Tag ihrer Hochzeit fühlte sich für Julia wie der Tiefpunkt ihres Lebens an. Das hätte der schönste Tag in meinem Leben werden können. Hierbei wird es sich um das Querbetus abhandonus Trauma handeln. Dieses entsteht, wenn ein großes, wunderschönes Event stattgefunden hat, welches sich nicht wiederholt. Die Betroffenen verspüren dabei eine große Lustlosigkeit im Alltag, Traurigkeit und Handlungsabläufe der Personen werden monoton wiederholt. Karl aus München ist extra angereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ich bin der Karl, ich bin der Präsident vom Köln-Münchner Karnevalsverein. Wenn ich irgendwas gut finden würde, wäre es, dass diese Kapelle spielt. Es ist möglich, dieses Trauma zu behandeln. Dafür ist es notwendig, dass dieses Event, das so emotional und wunderbar war, wiederholt wird. Vielleicht hilft es nur, wenn Sie einfach nochmal kommen. Sie kommen? Wann kommen Sie denn? Nein, mein Schatz. Werden die Betroffenen geheilt? Kehrt Querbeat zurück? Wir bleiben am Ball.